Evidenz ist eine lange Geschichte über Arbeitslosigkeit. Haben wir gerade geredet, arbeitslos, ne? Warst du schon arbeitslos? Warst du schon arbeitslos? Doch, da Nein, ich war noch nie arbeitslos. Nein, ich war arbeitslos. Ich war schon arbeitslos, zweimal. War ganz oder eigentlich. Wieso warst du eigentlich noch nie arbeitslos? Das war das keine Option. Das ist ja schnell in Österreich, oder? Naja, ich glaube, ich umgehe das persönliche Thema und ich schwenke um zur sozialen Hängematte. Ich glaube nicht, dass es geschmeidig ist in Österreich. Sagen immer die, dass bei uns so wirtlich ist. Ja, das ist ein klassisches politisches Thema, das natürlich zum Beispiel die Freiheitlichen speziell in den 90ern, aber auch darauf folgenden Jahren immer sehr gern gebracht haben. Und wie ist das jetzt genau mit der Hängematte? Was ist das für ein Modell? Gemütlich? Naja, das so wie so ein Fakir-Nagelbrett vorstellen? Hängend? Nein, also ich glaube, es geht in Österreich wahnsinnig schnell. Also man hat ja 6 Monate Arbeitslosenunterstützung und dann fällt man ja relativ flott in die Notstandshilfe hinein und insofern ist es im Vergleich mit anderen Systemen in Europa ein sehr, sagen wir mal, marktfreundliches System. Also es bleiben die Menschen mit diesem sanften Druck nicht sehr lange in der Arbeitslosigkeit. Es ist aber schon so, dass man diese Arbeitslose, die kriegt man einfach auf nichts hinauf, nur weil man vorher gearbeitet hat. Also die kriegt man einfach, weil man zum Beispiel Sozialschmarotzer ist. So sehen es manche politische Akteure. Welche? Die Freiheitlichen habe ich vorher gesagt. Nein, ja, trotzdem. Nein, die sagen ja auch noch was mehrfach, ne? Kann man auch mal was sagen. Okay. Und denen ist es aber noch immer zu wirtlich. Also die sagen, na, da kann jeder durch und das ist so, ne, und die Sozial. Das ist das Klassische, wenn man so will, auch das Sündenbock-Syndrom. Also es gibt Menschen, denen es schlecht geht und die halt im Arbeitsprozess drinnen sind und die kleinen Leute eben und die Fleißigen und Anständigen und da gibt es da draußen eben einen ganzen Haufen Sozialschmarotzer und möglicherweise noch mit Migrationshintergrund und die hängen sich dort hinein und das ist dann ganz furchtbar und deshalb heißt es verschärfen. Und wie war so ein total verschärftes System? Zum Beispiel, man kriegt gleich, wenn man raus oder gleich mal ein Watschen ist oder so nicht, nehme ich an, aber so nicht. Wir hatten das ja schon einmal nicht mit Watschen, aber in den 20er und 30er Jahren gab es die Ausgesteuerten, also von Menschen, die komplett eben aus dem System herausgefallen sind. Was interessant ist, wenn man die Freiheitlichen wollen das zum dritten Mal schon immer strenger und immer enger geschnürt und so weiter. Wie sieht denn das eigentlich die Wählerschaft von den Freiheitlichen? Die sind ja da vielleicht sogar Zielgruppe. Vom HWS. Naja, aber das sind ja diese berühmten, einfachen kleinen Leute. Das stimmt. Also, so anständig sind die jetzt zum Beispiel auf der Facebook-Seite vom Parteichef auch nicht immer. Naja, das ist ein Segment der Gesamtwählergruppe. Aber stimmt, eigentlich sind jene Menschen, die bei der Freiheitlichen sind, also tendenziell mit ein bisschen schlechteren Qualifikationsniveau, tendenziell eher gefährdet. Gleichzeitig springen sie aber durchwegs auf solche politischen Botschaften an. Das heißt, aus dieser Sicht kann man sagen, die Freiheitlichen Wähler wählen ihren eigenen Verderb. Sehr brutal gesagt. Wie ist das bei der anderen Seite, bei den Grünen zum Beispiel, wie wollen die das auch sehen oder wollen sie noch ein bisschen... Nein, bei den Grünen ist es sehr, sehr spannend. Die Grünen setzen sich ja tendenziell eben für solche Menschen ein und sagen, also wir brauchen schon ein gut engmaschiges soziales Netz, speziell was die Arbeitslosenversicherung betrifft. Ihre Wählergruppe betrifft das tendenziell eher seltener, sagen wir es mal so, und gleichzeitig sagt diese Wählergruppe aber, ja, das ist eine Vorgehensweise und ein politisches Programm, das uns gefällt. Das heißt, das gefällt den Grünen Wählern, weil es ihnen wichtig ist, zum Beispiel, dass man sagt, nein, mir ist lieber, der kriegt Arbeitslosengeld, statt dass er mir in der Neubaugassen zum Beispiel auch bettelt die ganze Zeit. Auch das ist eine sehr zugespitzte Variante. Und wie war das bei euch? Schon mal arbeitslos? Was? Ja, ist zwar nicht, sagen Sie, wie du. Nein, das sagen wir nicht mehr. Das hat man in der Evidenz.